Bei einem Einfamilienhaus in der Nähe des Ammersees hat Florian Nagler die regionale Bautradition weiterentwickelt. Wenn man gerade in so einem dörflichen Kontext baut, ja, dann soll sich so ein Haus einfach nicht so wichtig machen und eigentlich auch bekunden, dass man bereit ist, sie in eine Nachbarschaft zu integrieren. Und wenn das da so eine prima Ballerina ist, die einfach zeigt, wie toll man ist und dass die anderen alle Deppen sind, das finde ich eigentlich den falschen Auftritt. Und deswegen ist eigentlich immer mein Anliegen, dass wir was bauen, was sich einfach einfügt. Ja. Das Haus der Familie Hildbrunner besteht im Obergeschoss aus Holz. Das Erdgeschoss ist aus Leichtbeton, der gut dämmt und für ein ausgeglichenes Raumklima sorgt. Aber es sind auch die großen Fenster, die die Atmosphäre ausmachen. Aber eben dieser Ausblick, da kannst du richtig so hinliegen und gucken, die Wolken da oben, wie die vorbeiziehen. Das Wetter, wenn es regnet, das hört man da oben ganz gut. Oder? Und das ist richtig schön da. Macht Spaß. Ihr habt so diese riesigen Fenster, die auch super sind, aber wird es euch nicht zu heiß dann? Nein, das ist mit den Fenstern da oben, wo man öffnen kann, und ich glaube, der Beton, das Holz, alles wie es gemacht ist, funktioniert einfach sehr, sehr gut. Es gibt eine richtige so eine Zirkulation. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, wie wir waren, aber es war, wo es so heiß war, nicht total heiß hier. Und draußen, wenn es kalt ist, im Winter ist es irgendwie warm, bleibt warm. Schon wir eine Bodenheizung haben. Es braucht nicht viel, es ist ein irrsinniges Raumklima. Und das Holz ist natürlich auch vom Sehen her und mit dem Beton zusammen ganz toll. Ja, und das hat ja so was Kirchenkathedralenartiges doch genau. Hier, oder? Ja, obwohl es eigentlich kein richtig großes Haus ist, oder? Es ist eigentlich eher ein kleines Haus, aber es lebt halt davon. Oder die Großzügigkeit entsteht durch diese Zweigeschossigkeit da. Was sehr schnell ging, ist das oben, das waren fertige Holzteile, die hier also zuerst über den Computer geschnitten wurden und dann hier zusammengesetzt. Und das ging also irrsinnig schnell. Wir haben nur gestaunt, mit so einem riesen Kran haben die das richtig schnell aufgebaut hier. Und in ein paar Tagen, oder? Ja, das ging 2 Tage oder 2,5. Es war ganz Tage, also nicht Geld. Ja, also auf jeden Fall nicht lang. Wo das untere Teil fertig war, kamen die schon mit dem Oberteil. Also das war krass. Wir wurden am Anfang nur genannt, die Leute mit dem Beton. Also es wurde gar keine Hausnummer oder irgendwas gesagt. Aber zuerst haben wir Bedenken wegen Beton, aber das ist eine ganz gute Art, den herzustellen heutzutage. Ja. Oder? Ja. Und das wurde dann richtig akzeptiert. Also jetzt gefällt das eben jedem, dass das geteilt ist und dass das mit dem gemacht ist und nicht das ganze Haus nur mit Holz. Ja. Ja, vor allem auch die Dicke, da habe ich gestaunt. Also diese 58 oder was das ist, Zentimeter. Aber jetzt sieht man ja, wie das funktioniert und dass es wahnsinnig schön ist, diese großen Türbogen und nicht nur so ein Türbögelchen. So. Dass das richtig einfach sehr klar und schön ist. Und sitzt ihr manchmal da? Ja, schon. Manchmal trinke ich ein Glas Wein und es ist richtig schön, ja. Und im Mais sind auch manchmal Rehe, die sieht man jetzt nicht, aber vor 2 Jahren war Mais und da war nicht so hoch, da haben wir mal die Köpfe gesehen, wie sie die Köpfe rausstecken und dann gleich wieder weg. Ja, genau. Das ist schon nett. Und einen Fuchs hat man auch, der ist wirklich, hat ins Haus reingeschaut. Naja. Wenn ich da im Garten bin, kommt fast immer jemand vorbei und sagt, das muss ich Ihnen sagen, das Haus gefällt mir sehr gut. Auch Jugendliche und das freut mich besonders, dass die das schon spüren irgendwie. Mhm. Uns hat er ja auch versprochen, der Architekt, dass wegen der Drehung, dass wir dann die Zugspitze sehen vom WC aus. Und das stimmt also. Genau. In Bad Aibling, auf einem ehemaligen Kasernengelände, hat ein Bauunternehmen viele Ein- und Mehrfamilienhäuser von verschiedenen Architekten errichtet. Die meisten der Gebäude sind aus Holz, mit schönen und sinnvollen Details wie den tiefen Fensterleibungen, die das Überhitzen im Sommer vermeiden.
Ein Hackschnitzel-Heizkraftwerk, gebaut aus Natursteinen einer alten Mauer und mit wiederverwendetem Kupfer an den Toren, versorgt die Häuser mit Wärme. Neben einem wiederaufgebauten alten Bauernhof werden seit 2020 Forschungshäuser errichtet, die die Technische Universität München vorbereitet und begleitet. Die ersten 3 aus Leichtbeton, Holz und Ziegel ohne zusätzliche Dämmung. Es sind Häuser mit Satteldächern, wenig Technik und ohne Keller, nach dem architektonischen Konzept des Einfachbauen. Nachdem sie jetzt einige Jahre bewohnt sind, bestätigt sich ein niedriger Energieverbrauch auf dem Niveau von Passivhäusern, obwohl die Räume sehr hoch sind, wie in den Bauten der Gründerzeit. Inzwischen geht man noch weiter. Das 4. Forschungshaus hat Innenwände aus Lehm und Außenwände aus Holz mit einer Holzschalung. Das ist wirklich eine Schalung, sozusagen eine sägeraue Schalung, eigentlich gar nichts Besonderes, eine mineralische Farbe und durch das Sägeraue haftet die Farbe einfach da sehr gut drauf. Und das Sägerau ist eigentlich auch für die Dauerhaftigkeit des Holzbessers als eine gehobelte Schalung, weil die gehobelte Schalung, da sind alle Fasern so angeschnitten sozusagen und bei dem Sägerauen dann ist das teilweise mal ein bisschen angerupft, aber es ist einfach gröber und hält einfach länger. Also, und ja. in Kombination mit der Farbe hält es eh. Um Haustechnik zu reduzieren, werden zum Beispiel die Küchen und Bäder über Fenster entlüftet. Herr Nagler, wie hat es bei Ihnen angefangen mit diesem einfachen Bauen? Sie haben ja früher bestimmt auch Gebäude mit mehr Technik gebaut. Ja, das haben wir. Ich bin ja jetzt seit fast 30 Jahren Architekt und wir haben uns eigentlich immer bemüht, dass wir Häuser bauen, die energetisch vorbildlich sind, die moderne Energiekonzepte umsetzen, die ja sinnvoll mit den Ressourcen umgehen. Ich mache seit 30 Jahren Holzbau. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass es wird immer mehr Technik und wir haben die Technik immer schlechter im Griff. Und daraufhin ist eigentlich dieses Forschungsprojekt Einfach bauen entstanden, dass wir überlegt haben, können wir nicht mit weniger Technik und mit den Mitteln der Architektur Häuser bauen, die auch energetisch gut sind und sinnvoll mit den Ressourcen umgehen. Die tragenden Wände sind aus wiederverwendeten Ziegeln und aus Lehmsteinen. Nicht tragende Wände sind nicht aus Rehgips, sondern aus Stroh. Neuen Beton versucht man so weit wie möglich zu vermeiden. Auch bei der Bodenplatte des 4. Forschungshauses und beim Forschungshaus 5, das gerade gebaut wird. Lorenz Hoffmann hat sie mitverlegt. Also quasi, wo unsere Tragwände jetzt drauf stehen, sind unten Recycling-Betonplatten, quasi mit 1 Meter auf 2 Meter oder teilweise mit 1,50 Meter auf 2 Meter Platten unten drunter. Die alten Platten? Die alten Platten, genau. Ja. Also von einem Abriss? Ja, das ist ja, glaube ich, eine alte Straße gewesen vom B&O-Gelände, die wo da rausgerissen worden sind. Oder alte Gebäude, einfach alte Bodenplatten. Im Haus daneben, da haben wir einen Recyclingbeton hergenommen. Da sind 30% recycelbare Materialien drin gewesen. Da wird der alte Beton gebrochen, geschreddert und durch Feinteile wie Sand und Zement aufgefüllt und so haben wir da die Fundamente gemacht. Ja gut, das ist alles zum Forschen, das ist halt sehr interessant, aber natürlich ist das sehr arbeitsaufwendig auch. Also es geht anders schon schneller, aber man muss ja schauen, dass wir dann für die Zukunft irgendwann mal bauen. Auch mit den nicht gebrannten, sondern gepressten Ziegeln aus Ziegelresten zu mauern, braucht erstmal mehr Zeit. Es ist ein anderes Arbeiten als mit herkömmlichen Ziegelsteinen. Auch für Hans Riederer. Wie ist es mit den Ziegeln? Sind die anders zum Handhaben? Ja, nicht anders. Normale Ziegel, aber keine Lehe haben sie. Das ist jetzt relativ schwierig zu mauern, weil der Mädel nirgends rein kann. Ach so. Also, mein Ziegel hat Lehe. Ja, ja. Und der Mädel geht in die Lehe rein, dann ist er leichter zum Arbeiten. Weil er dann besser zusammenpappt. Ja, ja, einfach halt einfach. Ja. Weil die Höhe muss da einhalten. Ist schon klar. Ja, es geht schon. Das kann man gewohnen. Und, ja. Aber das lernt man dann schon. Nicht viel aufmerkeln, weil sonst bringst du nicht mehr runter. Er zieht dir gleich an. Dann wird er trocken, der Mädel, dann bringst du nicht mehr runter. Ah, verstehe. Du hast ein Problem, kannst du noch Hammer aufhauen wie Ochse. Aber das, ja. Aber es geht schon. Man kann eigentlich nur 2 Stunden aufmerkeln.
Ich meine, das geht normal, machst du die ganze Reihe, aber das geht in dem Fall nicht. Ich werde alles auf Sicht, das bleibt da alles so. Aha. Also musst du jetzt sauber machen. Ah, deswegen muss das auch schön sein. Ja, natürlich. Genau. Man muss aufpassen. Ja, da kann man nicht so rumpatzen. Nein, da müssen wir schon ein bisschen vorsichtig da. Gefühlvoll halt. Jetzt schon genau, ja. Dass hier so viel ausprobiert wird, dafür ist unter anderem Ernst Böhm, einer der Gründungsgesellschafter des Bauunternehmens, verantwortlich. Die Firma repariert auch Haustechnik in Mietwohnungen in ganz Deutschland. Ernst Böhm weiß also, wie oft Haustechnik kaputt geht.